Essgesinnterheit. Ich bin Rukhl Schaechter. Und ich bin Jochnowitz. Wir sind sehr zufrieden, dass ihr gekickt auf unser Programm habt. Wir gehen machen alles Ding mit Warnschul. Warnschul sind, was heißt auf Englisch Sour Cherries, das heißt säure Karschen, aber sie sind, versteht sich nicht Karschen. Karschen und Warnschul sind zwei Minimfrucht. Karschen sind Prunus avium und Warnschul sind Prunus cereus. Aber auf Englisch... Die Menschen, die haben lieb Linguistik und haben lieb Botanik. Auf Englisch haben wir ein Wort, Cherries, und verstehen wir, also sie sind eine Frucht. Aber auf Jiddisch hat man im Ganzen ein anderer Verstand von Warnschul und Karschen. Die Nacht, die haben lieb zu trinken, Wischniak, sollt ihr wissen, das kommt von Warnschul. Die erste Sache, die wir machen, Berenikis von Warnschul, Berenikis oder Piroggen. Kennen Sie, die machen Kartoffel, verschiedene andere Sachen, aber wir wollen es machen mit Warnschul, es ist ein bisschen süß. Und wir haben gekauft Warnschul in einer Sloi, wir können es machen frisch, aber jetzt ist nicht die Saison. Insgesamt geringe Veracht, ob ihr das machen, als nutzen das Sloi. Was wir getan ist, ihr seht, du haben hier den Warnschul, und sie rinnt den Saft, weil wir wollen nutzen, den Saft zu machen als Sauce, was wir später aufgießen auf die Berenikis. Haben wir zuerst machen den Tee. Gut. Nach dem Tee haben wir schön gemossen 2 Teppich Mehl. Und ein Löffel Salz. Das ist ein Löffel. Und danach, was ihr sehen, dass wir machen ein Griebel in Mitten. Und in dort wollen wir reintun die gießige Sachen. Die Nacht, was hieß Kasches, versteht sich, dass man sich zuerst ein Blit trocken mit einem Ei, ob es nicht tut, können wir das reintun. Und dann fein nutzen wir ein bisschen die Teppele, das ist zu brechen im Ei. Und in professionellen Küchen, viele die das hitten Kasches nicht, guckt man allemal auf jeden Ei, man soll nicht haben, kein verfeuerte Eier. Ah, sehr gut. Mischt es geht aus, soll werden ein Tee. Zuerst mischt man es mit dem Guppel, später wird man es mischen mit der Hand. Das heißt kneten. Kneten mit der Hand, richtig. Aber euer macht es ja mit frischem Warnschul, dass die Daten sie geben Zucker in Limonensaft, sie geben den richtigen Tarn. Das hat schon Zucker, ist der Fall, weil wir nicht sie geben kein Zucker. Und auch nehmen die Kerlich, dass ihr da aufhört. Ah ja. Aber das kann sein sehr meditativ. Das Sauce, wenn wir ausmischen mit Krochmal, das ist Krochmal gemacht von Kukuruse, Cornstarch auf Englisch. Und mit zieht rein 1 Löffel. Du habe ich schon einen Löffel. Sehr gut. Ich ziehe rein nur trocken. Und ich mische mal den Krochmal. Und danach wollen wir das kochen auf dem Feuer. Das ist auch ein Gedicht. Ich gebe verschieden den Brot mit ein bisschen Mehl. Und als man schiebt ein Brot mit Mehl, schiebt man nicht von oben an so, sondern von der Seite an so. Also wird das Brot besser umgeschotten. Könnt es besser kneten. Als der Teig ist schon gut geknotten, legt man das rein in eine Schüssel und man deckt es mit einem Stück Plastik. Jetzt mischen wir den Sauce, das ist die Warnschul zusammen mit dem Kukuruse-Krochmal. Und man macht das ein bisschen eine höhere Flamme, aber ich will, dass es so gehen, ein bisschen Kirche. Jiddisch hat sehr gesagt Lieder wegen Berenikis. Also eine Berenikis hat nicht gesehen die Welt. Ich habe gehabt eine große Vergnügen, ich habe gegessen, ich habe gequält. Die Berenikis hat abgekocht, mein Schwieger, kennst du das Lied? Nein, Oi, Berenikis, sag ich gesagt, ich esse Berenikis bei Tag, bei Nacht, jenen ist schlecht, nur mir ist gut, ich habe einen guten Appetit. Sehr schön.
Ja, eine halbe Stunde. Ja. Und wir jetzt der Katsch in dem Teig, öfter wollen wir das tun in zwei Teilen, das ist ein bisschen geringer. Ja. Das ist ein Walgeholz, ich habe keinmal nicht gesehen als eine Größe, das hat Yves gebracht für die Kirche. Aber ihr versteht auch, könnt ihr nicht welchen Walgeholz ihr habt daheim. Die größeren Walgeholzen sind besser wie die kleineren. Sie sind schwerer und sie walgen besser. Das ist schon gut ausgekatscht. Das ist ausgekatscht bis an 1/8 Zoll, das heißt an 1/8 Inch, der Gräb. Ja, sehr, sehr dünn. Die Schneiders ist das. Also, aber wir dachten jetzt in derselben Größe. Ja. Ihr könnt echt nicht nach Glus, was ihr habt in der Heim. Sie müssen nicht einen professionellen Schneider. Aber sie macht es geringer, wir können es kaufen. Schneidest gut. Ja. Okay. So, Rukhl, was ist der Unterschied zwischen Varenikes und Varnischkes? Die Mama ist gesagt Varnischkes, aber ich habe gehört nur mit Kasche. Ja. Es ist für mich Lokschen, was da ist, aber ich verstehe nicht, warum es mir nicht das Wort Varnischkes in anderen Kontexten nervt. Aber Varenikes ist Piroggen. Das ist gewöhnlich, wenn wir pflegen so nutzen das Wort Varenikes mit Kartoffeln. Aber du in Amerika nutzt man nur das Wort Piroggen, wenn es Kartoffeln und sie sagen, Varenikes kennen wir auch mit Frucht. Bei uns ist Varenikes mit Zwiebeln und Kartoffeln. Was habe ich schon siedende Wasser? Geht sie geben ein bisschen Salz? Noch ein bisschen. Und ich tue rein die Varenikes. 8 oder 10 mit einmal. Und sie sind in Gerät noch annähernd 10 Minuten oder wenn sie schwimmen auf. Das sind die Varenikes, schon abgekauft. Und das ist... Mami kocht Varenikes und ich bin gut fleischig. Da seh ich Asche in Medaille, krieg ich sehr häschig. La 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 la. Mir gefällt das Medaille, meine Mame in der Mitte. Ich hab lieb das Medaille, meine Mame will doch nicht. La 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 la. Meine Mame